Herzlich willkommen zum Petrolhead Talk vom März. Ja, ich habe ihn umbenannt, kurzerhand. Ich glaube, es ist jetzt ein Podcast und hat nicht mehr nur mit News zu tun. Wir wollen ein bisschen tiefere Materie rein. Darum ist jetzt der Petrolhead Talk und das ist die 6. Ausgabe. Egal, März. Wieder dabei der Manuel. Merci vielmals. Alle zusammen. Und apropos Manuel, was hast du so getrieben die letzten paar Wochen? Oder seit dem letzten Petrolhead-Tag? Seit dem letzten Mal, ja. Nein, es ist nicht allzu viel gegangen. Ich habe relativ viel zu tun im Geschäft, darum halt auch nur bedingt etwas gemacht. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe meinen neuen Batteriekasten entworfen. Idee, also Hintergrund für die es kennen, der Batteriekasten am Repo, der wird ja außerhalb am Rahmen befestigt. Der ist in ziemlich rostigem Zustand. Ist auch schon geschweißt worden vom Vorbesitzer, also nur noch bedingt rettbar. Darum habe ich gesagt, gut, ich mache meinen eigenen. Das heisst, ich habe zuerst im CAD auf dem Computer das Ding entworfen. Okay. Und habe dann ursprünglich zuerst das Ding machen lassen mit Lasercut, also mit CNC-Maschine fräsen lassen. Aber ja, das wird relativ teuer im Moment, Material ein bisschen teuer und natürlich auch Arbeit und alles. Und darum habe ich mich kurz dazu entschieden, ich probiere meine Skillsets ein bisschen zu erhöhen. Wie gesagt, ich habe nicht gross geschweißt bislang, ich habe nicht gross mit Metallbearbeitung zu tun. Darum ja, jetzt quasi das noch ein bisschen umdesignt, angefangen noch ein bisschen, die Teile so einfach wie möglich zu machen, eben ohne Grossbügungen und so weiter. Und das läuft jetzt gerade. Das Video ist noch nicht auf dem Channel, wird hoffentlich bis nächste Woche kommen. Okay. Ich bin eigentlich dran, dass ich das Ding schweissen will und meine Schweissanlage bei weitem nicht auslangt dafür. Darum muss ich dort beim Kollegen vorbei seine Anlage brauchen. Aber ja, das ist echt das, was gegangen ist. Okay. Wird in einem Monat sicher anders aussehen, weil wir haben hier in Zürich ja den 6. Leute. Ja, 6. Leute ist im Frühling. Und dort werden wir ja zwangsläufig auch einen Tag frei haben oder einen halben Tag frei haben. Das heisst, dort werde ich die Chance haben, meine Kabine zum Sandstrahlen zu bringen. Das heisst, bis Ende Monat dürfte ich dann wieder zurück sein und dann dürfte ich dann die Arbeit auch am Häuschen selber Fahrt aufnehmen. Okay. Der Evo 8 blockiert immer noch oder wird er bis dann fertig sein? Oder? Ja, nein, höchstwahrscheinlich nicht. Weil die linke Seite ist drin, der Rahmen ist wieder fix ersetzt, ist wieder sauber. Rechte Seite sind jetzt gerade den Rahmen am rausnehmen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich noch 2-3 Wochen geht, bis der neue Rahmen so drin ist. Und dann geht halt alles andere. Hohlraum, unten durch sauber machen, neu spritzen, dass das Ding ein bisschen geschützt ist von den Umwelteinflüssen. Also ja, realistisch gesehen, ich gehe davon aus, dass es sicher noch einen Monat bis 2 Monate wird gehen, bis das Auto wieder auf der Straße wird sein. Aber wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Kollegen darauf an, wie viel Zeit er investiert. Er ist im Moment mehr unter der Woche dran als am Wochenende. Okay. Darum bin ich auch nicht allzu oft dort im Moment. Okay. Aber es geht gut, also er ist zu retten, er wird wieder auf die Straße gehen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, gut. Wir kommen nämlich noch nachher so ein bisschen zu Mitsubishi. Ja, was habe ich so getrieben? Auch nicht viel, also eigentlich weniger als du. Okay. Ist nicht so viel gelaufen bei mir. Wir haben den Petrol Dad Talk vorbereitet und sonst eigentlich nichts. Ich hoffe, jetzt mit dem besseren Wetter können wir etwas machen. Ihr seht ja auch hier einen, den ich bis jetzt nicht so vorgestellt habe. Der wird dann auch noch kommen. Aber eben, das Wetter muss ein bisschen stimmen. Und es wird jetzt wieder schlechter. Genau, und die letzten paar Tage habe ich super verpasst. Genau, also wie immer zu spät dran. Aber es wird besser hoffentlich, es wird besser. Wir sind positiv für dich. Richtig. Kommt an. Alles immer schön relaxed und genau. langsam, ein Schritt nach dem anderen. In Sachen Community Corner, niemand hat sich getraut, einen Witz über meinen Namen zu machen. Oh. Schade, auch wenn ich einen Bart habe, ich finde, ich bin nicht so ein Böser, aber ja, also die Challenge ist immer noch offen. Falls jemand Lust hat, ja. Probiert es. Genau, probiert es. Ein bisschen nicht. Das hat schon lange bis Spur. Genau, oder nicht immer. Genau. Oder nicht immer. Aber wir haben einen Kommentar im März gehabt, bei deinem Video. Okay. Wo du deine Auto vorgestellt hast, der Repo, dein Projekt. Da hat der Rabbit gesagt, der 2JZ GT, also der Motor aus dem Supra, aus dem, was ist der 80? Ja, Mark IV ist glaube der 80. Ja, genau. Hat sequentielle Turbos, aber der Vorgänger, der 1JZ GT und der RB26, das ist der aus dem Skyline, der RB26 genau. Twin Turbo, hat ein paralleles Twin Turbo Setup. Habe ich nicht gewusst. Nein, ist so, ja. Okay, cool.
Merci vielmals. Das ist eben etwas, wo wir gerne sehen. Wenn jemand, bringt uns Wissen ein, wenn ihr mehr Details habt, eben korrigiert uns auch. Im englischen Video hat von meinem 2 zum Beispiel, da habe ich einen recht langen Kommentar bekommen von einem, der sagt, hey, dieses und jenes und dann entstehen Diskussionen. Also nur zu. Jetzt hat er gesagt, er hat in einer Carbon umgeschrieben. Aha, ja, stimmt, der auch noch, ja, der ist auch cool gewesen. Dort habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ja. Aber ja, ist cool, dass ich vergesse, wie er heißt, Markus Gregor Dudkowski, dass er mich dort korrigiert hat. Also, Absolut. Wir lernen auch. Richtig. Eben, es ist auch eine coole Gelegenheit für uns, um Neues zu sehen. Eben das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, oder mit dem Vorgängermotor und dem RB26. Obwohl, der ETT, man hätte es fast ahnen. Ja, wobei eben, der Teufel liegt im Detail, ob es jetzt sequenziell oder parallel ist. Es sind halt andere Technologien, aber im Endeffekt machen sie das Gleiche. Wir haben nice Turbo Boost. Richtig. Und damals war es auch cool, auch mit Kompressoren und komischen Zylinderkonfigurationen, eben mit dem V5 zum Beispiel. Absolut. Von VW oder auch der VR6 generell, eben mit komischen Hubräumen, 2,7 Liter, jenes hat alles gegeben. Und es war eigentlich noch eine coole Zeit, weil jetzt haben alle einen 2 Liter und ein paar vielleicht noch einen 3 Liter und das ist eigentlich gewesen, ja, dann also die Spezialitäten wie der Nissan March. Der hat einen Turbo-Kompressor gehabt, hat beides gehabt. Okay. Hammer cool. Okay, ja. Ich würde sagen, eigentlich wie der Golf eigentlich, der 1,4, wo beides gehabt hat. Aber ist vielleicht nicht gerade. Ja, ist nicht viel anders gewesen. Ja. Das war so ein gutes Stück. Ja, ist eben so ein Experiment, macht es einfach nicht mehr. Und absolut, ist schade. Ist alles streamlined. Und jetzt wird alles Elektro. Genau. Genau, also unsere Petrolhead-Talks sind fast vorbei. Nein, hoffen wir es nicht. Nein, genau. Also ein bisschen tun wir noch weiter, vielleicht können wir ja coole Elektroautos. Wir werden es noch sehen. Soviel zum Community Corner. Wie gesagt, jeder, hinterlasst Comments, schreibt das Mail, wenn ihr wollt. Falls es gibt Leute, die schreiben noch Mail. Macht das. Gut. Vielleicht noch ein bisschen Ausblick für die Zukunft. Ich habe den Silvan Kuster kontaktiert. Ist ein junger YouTuber, der auch Autothemen hat. Hat sich wenn ich mich nicht irre, einen Seat Ibiza gekauft und jetzt so ein bisschen zurück ins Leben bringen und/oder aufmotzen. und/oder, okay. Genau. Sachen können sich ja auch ändern. Oder? Natürlich. Genau. Und er wird mitmachen bei einem der kommenden Petrolhead Talks. Dann habe ich die Jungs von Grip and Drift angefragt. Die sind auch dabei. Wir werden den Tag vorbeigehen. Cool. Wenn du Lust hast. Wenn es zeitlich passt, bin ich gerne. Ja, kannst gerne mitkommen. Und sie werden auch am Podcast mitteilen. Du bist ja ein Stammgast, wenn du Lust hast. Ich gehöre zum Inventar. Richtig, bist du auf jeden Fall dabei. Genau, dann tun wir uns mal mit diesen Leuten austauschen, dann zeigen, was sie machen und wie sie so zu gewissen Themen stehen. Wird sicher interessant. Ja, gerade heute haben wir dann ein Thema, das wir wieder aufnehmen können, wo uns immer ein bisschen unter den Nägeln brennt und immer ein bisschen Emotionen hervorruft, Reaktionen. Und dann reden wir auch mit diesen Jungs drüber. Gut, kommen wir eigentlich zum ersten Thema. Das wäre der Tod von der Sabine Schmitz. Hast du gehört? Sie ist verstorben, 51-Jährige, wenn ich mich nicht erinnere. Kein Alter. Folge von Krebs. Ich habe es gar nicht gewusst. Auch nicht. Ich habe es nicht gewusst. Sie ist, als sie zum Beispiel Top Gear mitgemacht hat bei diesen paar Folgen, ist sie eigentlich in Therapie gewesen, oder schon Posttherapie. Ich habe sie in Erinnerung, sie D-Max. Ich weiß nicht, ob du damals gesehen hast. Ja. Mit dem Motor. Ich glaube, Tim Schreck ist dort noch dabei. Es Ja. war ein sehr cooles Programm. Absolut. Aus dem deutschen Raum. Oder ich würde eigentlich sagen, es war vielleicht das erste Programm aus dem deutschen Raum, das so ein bisschen lockerer war. Nicht so ernst und nicht so lehrmeisterhaft, okay, 0 bis 100 Stars, 0, 100, 200 Stars, Bremswagen Stars, sondern wirklich so ein bisschen lässiger, ein bisschen lockerer. Das stimmt. Genau, schade. Ist Absolut. Die Ring Queen von uns gegangen. Ja. Wirklich kein Alter zum Sterben. Und wirklich schade, weil sie hinterlassen Look. Gerade auch im Top Gear Line-Up. Es ist leider, also soviel ich weiß, zumindest die einzige Frau gewesen. Richtig, zumindest im neuen Top Gear. Ja. Beim alten damals war glaube ich Vicky Butler Henderson und ein paar andere noch drin, aber zumindest beim neuen Jahr ist sie die einzige. Es fehlt. Das gehört eher noch nicht dazu, meiner Meinung nach. Darum auch gestern. Übrigens, es ist Ostermontag. Und gestern hat
haben die BBC Top Gear ein Special gemacht, so ein Tribute, wo sie die alten Hosts dabei haben, die aktuellen Hosts, wo sie ja, ein bisschen von ihren Zeiten mit Sabine erzählt haben. Ich kann mich auch erinnern, der Rory Reid vom letzten Top Gear Line-Up ist einmal mit ihr auf Nordschleife mit einem Golf GTI und dann hat sie jenseits überholt. Dann hat sie aufgerechnet, wie viele Millionen an Euro oder Pfund sie überholt haben, oder in einer Runde. Und da hat es wirklich jenseits drunter gehabt. Also Lambos, Ferraris bin ich nicht sicher, aber eben so GT3 und so. Also ja, krass. Also. Auch wenn es eine Touristenfahrt war. Genau. Ich wüsste nicht, ob ich so ein teures Auto entsprechend plagen könnte. Auf ja, das ist schon richtig. Ja. Sie hat es können. Ja, definitiv hat sie es können. Ja, wie fast kein Zweite oder kein Zweiter. Ja. Ja, traurige Nachricht. Ja. Es ist noch witzig, wir haben damals über Todesanzeigen geredet, weißt, wenn irgendwie ein Auto von uns gegangen ist, was es nicht mehr gegeben hat, und das haben wir recht. Ja, das gibt es auch. Das gibt es leider. Ja, apropos Top Gear, ist jetzt ein paar Wochen her schon. Hat ja die neue Staffeln angefangen. Weißt du, verfolgst du die noch? Ein bisschen am Rande. Ich schaue jetzt nicht immer, wenn es rauskommt, gerade live, aber wenn ich ruhige Minuten habe, schaue ich gerne mal drüber. Weil, ja, ich habe es natürlich cooler gefunden damals mit den alten Hosts. Aber wie gesagt, auch die neuen haben eine Daseinsberechtigung, definitiv. Und ich habe immer noch Spass daran, die ab und zu zu sehen. Okay. Ja, also die erste Folge war cool. Jetzt haben sie die Autos von ihren Papis sozusagen geholt und so ein bisschen einen Retro-Vibe eingebracht. Mir hat es natürlich super gefallen, weil der Chris Harris hat einen uralten 323, einen uralten BMW. E36 oder? Ja, das war ein E21 damals, das war ein 70er. Und ist noch witzig, weil unser erstes Auto ist auch ein E21, nur ein 316er, aber ja, es war ein bisschen Nostalgie, hat mir gefallen. Cool. Generell, ich hatte am vorherigen Trio Freude gehabt, also der Matt LeBlanc, Chris Harris und der Rory Reid. Damals ist ja parallel noch Grand Tour noch so richtig gelaufen, mit dem Zelt und allem. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat das Top Gear eigentlich besser gefallen als Grand Tour. Okay. Es ist immer eine Entertainment-Show gewesen. Ich glaube, niemand hat einen Hehl daraus gemacht. Ja. Aber trotzdem, sie sind näher am Auto dran gewesen. Ich habe das Gefühl, alle drei sind wirklich so Autoleute gewesen. Und das geht ja heute. Rory Reid hat seinen Autotrader YouTube-Channel. Der Chris Harris hat noch immer noch bei Top Gear. Okay, vom Metal Blanc können wir nicht mehr, aber man hat halt auch vorher schon bei ihm gesehen, er ist wirklich auch ein Autofan. Und also seine Segment, wo er amix, was hat er mir gefragt, wie kannst du so und so viel Geld am besten ausgeben? Ja. Und dann hat er doch irgendwie so einen Hochdruckreiniger gebracht oder einmal so einen Schredder aus der Landwirtschaft und dann hat er das Auto durchgejagt. So Sachen sind... Das ist ein cooler Impuls. Ja, ich habe das Trio eigentlich wirklich super gefunden. Aber ja, es ist natürlich, wir müssen denen jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Absolut. Und, ja, und jetzt ist es auch vielleicht auch ein bisschen schwierig wegen Covid, das durchzuziehen, was sie wollen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird schwierig, einfach vergleichen. Also, zu einem gewissen Grad kann man sicher vergleichen. Aber ich denke, zu einem gewissen Grad hat sicher auch Covid und alle anderen Einflüsse, die wir im Moment haben, einen Einfluss auf wie die Show läuft. Ich will es sicher anschauen, wie gesagt. Ich will mir eine eigene Meinung noch dafür bilden. Und ja, ich kann dir gerne ein Update geben, wenn ich mal 2-3 Episoden gesehen habe. Ja, wir können es wieder aufnehmen. Ja. Es ist halt schwierig, nach dem Clarkson, Hammond und May kommen. Sogar Clarkson, Hammond und May haben Probleme gehabt, nach Clarkson, Hammond und May aufzutreten. Also gerade die letzten paar Specials haben ja ein bisschen mehr Kritik bekommen. Also es war nicht einfach, das Top Gear mit diesen drei. Nein, es ist ein anderes Top Gear. Ja. Also sie haben ja wirklich so eine eigene Art gehabt, auch vom Content her. Sie bauen jetzt plötzlich mal ihre eigene Road Train und so Geschichten. Ich habe es einfach cool gefunden, dass sie haben wirklich probiert, aus dem Nichts raus mal etwas komplett anderes zu machen, neue Denkrichtung anzustoßen. Das hat mir wirklich gefallen denen. Ich habe die Grand Tour nachher, ich habe die erste Staffel geschaut und habe es dann aber auch nicht mehr so cool gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß auch nicht, was es war. Irgendetwas hat gefehlt. Vielleicht, also ein Punkt, den ich habe, ist, sie haben ja mal ein Special gemacht bei Grand Tour, wo sie alte Jaguar genommen haben. Und die Idee war cool, es ist auch witzig geworden, aber ich habe mich dann immer gefragt, wieso sind sie in Colorado mit dem? Sollten die nicht irgendwo mitten in England sein, wo es vernebelt und verregnet und was weiß ich noch ist? Eigentlich schon, aber eben, Amazon ist natürlich
eine amerikanische Firma. Richtig. Ich denke, für sie ist sicher der Vorteil, in schönerem Wetter zu sein als im nebligen, verregneten England. Ja. Aber meine, in dem Sinn, es sind Engländer, Jaguar ist eine engländische Marke. Ja. Hat schon definitiv besser gepasst, aber ja, man merkt halt auch den Einfluss von Amazon. Ja, ich glaube, vielleicht ist es eben auch genau das. das, Vorstellen, dass ja. ein bisschen anders ist. Aber Genau. egal. England. Es gibt mehrere Firmen, natürlich, die so Auktionen machen, das ist überhaupt nicht Neues. Aber was mir aufgefallen ist, Collecting Cars macht auch Versteigerungen und alles. Und dort sind gerade in den letzten, also dieses Jahr, sind 2 McLaren Sennas zur Versteigerung gestanden. Und wenn bei uns auf unserer Seite mal schauen gehst, was die so kosten, die sind nämlich mit so 1,2, 1,3, 1,5 Millionen inseriert. Und es ist bei Sammlerautos ein schwieriges Gefühl dafür zu bekommen, was die wirklich wert sind. Oder? Und Auktionen sind dann ein gutes Mittel, um zu sehen, was die wirklich wert sind. Ja. Und die sind dann für zwischen 500.000 und 600.000 Pfund sind die weg, also die Hälfte. Ich meine, da kommt noch Mehrwertsteuer drauf, aber du siehst, was bei Sammlerautos, was inseriert ist nicht unbedingt der Preis, für die dann, also für den die nachher auch weggehen. Oder? Definitiv, aber eben handumgekehrt, jemand, der auch keinen Stress hat, das Auto loszuwerden, kann natürlich jeden Preis fragen. Und dazu kommt, sag es mal, wenn du für 1,2 Millionen ausschreibst, ich denke, es könnte einer kommen und sagen, hey, ich zahle dir 1 Million dafür, einfach, dass er auch noch seinen Discount quasi hat. Und wenn ihm das Auto dem Käufer natürlich wert ist, aber dem Verkäufer er auch sieht, dass es durchaus Sinn macht, das Geld zu nehmen, dann ist das Angebot und Nachfrage wieder. Oder? Jawohl, das stimmt. Ein anderer Grund, wieso ich das bringe, ist auch wegen M5. Ich habe jetzt auch in den Kommentaren ein paar Leute gehabt, die gefragt haben, was mit dem ist, auf dem englischen Channel. Okay. Und auf Instagram haben wir einen geschrieben, so, ja, wieso verkaufst du den? Ich habe das eigentlich nie gesagt, dass ich den verkaufe, aber ja, er ist zum Verkauf gestanden. Und ja, ein Thema, das ich dann bringe, ist, wenn du die Preise bei uns anschaust, die sind recht hoch. Also sie sind für 30, 35, 40, 50 drin und auch schon mit 100'000 Kilometern. Und dann bei Collecting Cars gehst du schauen, dort ist einer für 18'000 Pfund weg. Also darum sage ich auch, also der Preis und wie du sagst, Angebot und Nachfrage. Ja. Und bei einer Auktion siehst du es dann, oder, wie etwa die Preise sind. Ja, du musst dir eben auch wieder aufpassen, das Geografische. Weil in England sind Autos generell günstiger. Das ist es so. Das ist Amerika dann nur mal mehr. Ja. Und dazu kommt auch noch, dass in England dann natürlich eher die Rechtsgelenkten genommen werden. Mit der Rechtsgelenk hast du natürlich auch wieder den ganzen, gut, jetzt bei den BMWs weniger, aber du hast natürlich dann den Einfluss von Japan und allen anderen Ländern, wo rechtsgelenkte Autos sind. Also ich sehe es halt nur, wenn bei der RX-7, bei den FDs, die sind auch extrem gestiegen im Preis. Also ich habe, für das, was ich meine damals gekauft habe, heute könnte ich locker das Doppelte dafür verlangen. Ja. Das ist wirklich krass. Und ich sehe es aber auch im Obrist. Er hat die Mazda Garage für seine Eltern, die er übernimmt. Und er hat sich jetzt ein bisschen darauf spezialisiert, Autos zu importieren aus Japan. Und er hat gesagt, hey, in Japan die Preise, ich sage jetzt mal bis vor einem Jahr, sind sie noch das, was wir eigentlich als normal empfunden haben. Ich sage jetzt mal für so eine FD, so ab 15.000 bis 20.000 Franken umgerechnet, hast du eigentlich kaufen können. Klar, dann aus den Schiffen importieren und alles kommt dann noch drauf. Aber heutzutage findest du einen Rechtsgelenkten kaum noch für unter 25.000, 30.000 gekauft. Und das sind aber mit allen japanischen Autos. Und natürlich, eben, dort kaufst du das Auto für, ich sage jetzt mal 30'000 Franken. Bis er dann da ist, zugelassen ist, zu umgebaut ist und alles, bist du dann halt schnell bei 50'000 Franken für ein 30-jähriges Auto. Und das sind einfach, es sind kranke Dimensionen. Ich weiss nicht, ob es gesund ist. Es ist wirklich, ich weiss es nicht. Aber es zeigt einfach, dass egal, je nachdem, wo du bist auf der Welt, dass natürlich Preise auch wieder ganz andere, vor allem auch ganz andere Treiber haben. Jawohl, das stimmt schon. Das ist auch schon in Deutschland sind die Preise schon Absolut. anders. Also wenn du München und Hamburg vergleichst, Ja. in Hamburg kostet das Auto noch mal 30% weniger wieder in München. Ja, das ist übel. Ja, also ja, die Geografie spielt schon eine Rolle. Generell, eigentlich so als Tipp vielleicht, um den Leuten mitzugeben, also wenn ein Auto kaufen wollen, das Sammlerstatus hat, schaut ein bisschen umeinander, redet mit Leuten. Ich meine, ein Sammlerauto kannst du nicht von heute auf morgen kaufen. Nein.
Kannst du nicht mal, okay, Können schon, schon, aber ja. Aber lasst ihr Zeit, Ja. oder ja, lasst euch Zeit bei denen und schaut umeinander, schaut auch, eben auch in anderen Ländern, wie die Preise so dort sind, einfach damit ihr so eine Grössenordnung bekommt. Weil eben, ein Auto, das es selten gibt, kannst du irgendeinen Preis einschreiben, wie du gesagt hast, aber trotzdem, wenn du vielleicht nachfragst, sagst, hey, du, ich gebe dir, keine Ahnung, 50% davon vielleicht, ist es vielleicht auch wieder das Verkaufen, weil eben, je nachdem, wie das aussieht. Und für die verkaufen, natürlich, willst du natürlich so viel wie möglich bekommen, aber eben, informiere dich auch, wie die Preise umgehen und bin nicht beleidigt oder enttäuscht, und dann einer kommt und sagt, hey, ich biete irgendwie 70% von dem, was du inseriert hast. Gar nicht. Das ist einfach der Markt, das gehört dazu. Und ja, auch als Tipp vielleicht für die ein Auto kaufen, gerade wenn es ein bisschen älter ist, schaut es an, geht vorbei, schaut das Auto an. Oder wenn es wirklich etwas Spezielles ist, organisiert jemanden, der es für euch anschauen. Also gerade wenn ihr irgendwie ein amerikanisches Auto kaufen in Amerika, weil vieles wird dann halt einfach nur aufgeschönt, was man dann wirklich erst sieht, wenn man es sieht und auseinander nimmt. Weil eben der Evo ist ein klassisches Beispiel. Ich meine, es ist jetzt nicht ein Auto, das super selten ist, oder noch nicht, besser gesagt. Aber es ist eigentlich ein Rallye-Auto, wo man eigentlich meinen sollte, hey, das Ding sollte eigentlich ohne Probleme im Winter funktionieren. Und wir haben jetzt einfach die Erfahrung müssen machen, nein, die sind weder Kohlraum noch sonst irgendetwas, entsprechend rostet es darunter sehr schnell. Und wenn wenn es natürlich ab und zu noch gewaschen wird, nach dem Winter Salz gewaschen, ist eins. Aber wenn es dann wirklich längerfristig einfach nur stehen gelassen wird, dann frisst sich der Rost schon fest. Und das willst du eigentlich wissen, bevor du das Auto kaufst. Weil sonst kannst du gerade nochmal das, was du für das gekauft hast, nochmal investieren und das Ding zu richten. Das wäre schade. Richtig. Genau, lasst euch einfach Zeit, schaut das Zeug genau an. Eben, ich meine, jetzt mit denen, es gibt so viel Foren, es gibt so viel... Gut, man kann sich fast ein bisschen krank lesen. Ja, das ist das andere Problem. Weil es kommt zum Beispiel beim M5 sind immer die gleichen Fragen gekommen, so, oh, hat er das und das und das ausgewechselt? Ja, und wenn ich sage, ja aber gut, hey, wenn ich das alles auswechsle, dann wäre es ein brandneues Auto, oder? Ja, vielleicht auch das Kunstmaß auch ein bisschen einwirken lassen, ein bisschen wieder runterkommen. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach immer ein Risiko. Du kannst auch ein brandneues Auto kaufen und Probleme haben damit. Absolut. Gut, dort hast du vielleicht Garantie und jenes und dieses, aber genau, es ist eigentlich immer ein Verlustgeschäft. Ja, definitiv. Ja, ich kann eigentlich nur ein paar Worte sagen zum M5. Ich bin eben gefragt worden, wieso ich das verkaufen will. Ich habe jetzt 5 Jahre gehabt. Es tut mir natürlich schon ein bisschen weh. Es ist ein super leidenschaftliches Projekt für mich, das zu haben. Ja, es ist auf eine Art aberwitzig. Es ist ein V2 und ein Kombi. Es ist witzig, damit Maserati-Fahrer und andere Porsches und Lamborghinis zu ärgern. Ich glaube, es geht mit keinem anderen. Ja. Aber so eben nach 5 Jahren habe ich gedacht, es wird vielleicht Zeit, etwas anderes mal anzuschauen. Eben vor allem, weil auch ich das Gefühl habe, unser Hobby ist ein bisschen in Gefahr und ich weiß nicht, wie lange das geht. Und ja, der Ersatz steht eigentlich gerade nebendran. Ja, zu dem wird dann bald auch noch ein Video kommen. Aber ja, es war Zeit gewesen, mich von dem zu trennen. Fair enough. So ist das Leben. Ja, so sieht es aus. Gut, wir haben es von Mitsubishis gehabt. Ich glaube, jemand, der seine Mitsubishis loswerden will, noch bevor es durchrostet, ist Mitsubishi selber. Ja. Und zwar ist ja schon länger bekannt. Also letztes Jahr haben sie angekündigt, ich glaube Ende Jahr, dass sie sich aus Europa zurückziehen. Richtig. Und ja, was sie jetzt machen, ist, sie verkaufen ihre Museumsstücke in England. Und ja, darunter ein paar sehr schöne Autos. Wenn ich mich nicht irre, ist ein Evo 6 Tommy Mäkinen drunter, ein paar neuere, also einen 9er habe ich gesehen, einen 10er habe ich gesehen drunter. Ein Mitsubishi Starion ist ja, glaube ich, nicht das leistungsstärkste Auto gewesen, aber er sieht super aus. Ja, ich finde, er sieht so cool aus. Ist so, ja. Also ja, die werden versteigert. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon weg sind oder ob das erst noch kommt. Das wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Habe ich nicht mehr nachgelesen, aber ja, wieder so ein Stück Geschichte, wo... Ja, ich hoffe auch, dass sie in gute Hände kommen, weil sie werden nicht günstig sein, garantiert nicht. Weil das sind ziemlich sicher in 1A-Konditionen, wenig Kilometer. Darum wäre wirklich schön, wenn man aber auch die Autos wieder auf der Straße sehen würde. Also dass sie nicht einfach nur in ein nächstes Museum wandern. Ja. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Wird wahrscheinlich nicht so kommen. Vor allem, weil eben auch eine gewisse, ja, fast schon eine historische Bewegung dahinter steht. Eben Mitsubishi, doch ein paar Jahre jetzt in Europa gewesen. Kultautos baut. Vor allem mit dem Evo, wo sich jetzt zurückzieht. Also, ich würde einfach hoffen, dass sie in gute Hände kommen, dass sie
möglichst original auch behalten werden, also nicht großartig umgebaut, sondern wirklich so gefahren werden, wie sie jetzt sind. Und alles andere wird sich zeigen. Ja, richtig. Also falls einer von euch brandneue Lancer sucht, irgendwas, die werden versteigert. Ja. Die wirklich in Mint Condition, wie es so schön heißt. Ziemlich sicher, ja. Also ich glaube, wenn ich mich erinnere, der Evo 6, der hat zweistellige Kilometeranzahl, oder tiefe zweistellige Zahl. Ich glaube, irgendwie 20 Kilometer oder 30 oder so. Also wirklich ein Museumsstück. Ja, nur mal ein bisschen umgerollt worden, wobei das auch nicht wirklich gesund ist. Ja. Also da muss man eigentlich auch schon anschauen, wie ein Auto von ein paar tausend Kilometern schon gemacht hat. Und nochmal drüber. Aber ja, ich glaube, besser, trotzdem, ein Auto im besseren Zustand finde ich wahrscheinlich gleich. Also, ja, die nicht beweglichen Teile zumindest mal. Das ist anzunehmen. Genau. Dann, ist anders. Gut. Ein anderes historisches Auto, über das ich gestolpert bin. Letzte Woche ist ein Renault 5. Wir haben schon mal ein bisschen über den Renault 5 geredet. Jetzt ist aber einer, also ein originaler Renault 5 Turbo. Der hat zwar noch einen Turbo, aber einen ganz anderen Block drunter eigentlich. Und zwar ein 13B. Seid ihr was? Oh ja. Geile Sache. Ja, 300 Rösser hat einer gefunden, er baut das um. Wie fühlst du dich so? Fühlst du dich betrogen als Mazda-Fan? Nein, gar nicht. Ich bin mehr als Mazda bin ich ein Fan von der Wankeltechnik. Und ich meine, es gibt jenste Autos, die mit einem Wankel betrieben werden. Ein Renault habe ich bis jetzt nicht gehört, bin ich ehrlich. Aber so ein Turbo, wo auch vom Chassis her natürlich ein absolut geniales Auto ist. Ich meine, bullig, aggressiver Look, also ja, Rallye-Auto. Ja, kurzer Radstand, also wirklich extrem geiles Auto. Und ich weiß nicht, der original Renault Turbomotor hat irgendwie 160, 170 PS geliefert, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann mich täuschen. Jetzt, wenn du sagst, hey, 300 Pferde mit dem Wankel, ich glaube, das Auto wird ziemlich gut laufen. Ja, und vor allem, hat es jemals einen Mittelmotorwankel gegeben? Original, ich weiss nicht, der Mercedes C111 könnte Mittelmotor haben. Stimmt, das war ein Mittelmotor. Ja. Und ich habe gemeint, auch da könnte ich mich täuschen, dass die Wankel-Corvette, der Prototyp, den Chevrolet damals gebaut hat, ich glaube, der hat den Motor auch hinten gehabt. Okay. Bin mir nicht sicher. Ich habe es gemeint. Ja, irgendjemand weiss das sicher. Definitiv. Genau. Das Internet weiss alles. Schreibe in den Kommentar, irgendjemand weiss das sicher. Aber der C111 ist gut. Ja gut, der 787B, aber das ist ein Rennwagen. Das ist ein Rennwagen, das kannst du nicht vergleichen. Genau. Ja, cool. Renault 5 mit dem... Also ich würde noch fahren. Ja, das Ding tönt auch massiv. Ich tue das YouTube-Video verlinken. Schaut mal rein, hört rein vor allem. Ja. Genau. Jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema. Jetzt ist fertig lustig. Okay. Wir haben ein bisschen rumgeblödelt. Wir haben Jens Müll erzählt, wie immer. Jetzt gehört dazu. Jetzt ist ernst. Und zwar in Solothurn, zwischen Gampen und irgendeinem anderen Dorf, sind 2 Jugendliche ums Leben gekommen. Ein dritter hat schwer verletzt überlebt. Das ist immer traurig natürlich, also Tote im Straßenverkehr, das ist nie ein lustiges Thema. Definitiv. Was aber noch weniger lustig ist, finde ich, ist, ja gut, man kann ja nicht überrascht sein, oder wenn das Leute für ihre politischen Ziele dann missbrauchen, aber ein Kantonsrat, und zwar der Daniel Urech von Solothurn, hat dann gemeint, ja, er ist schon immer dafür eingestanden, dass man dort 60 macht. Jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, der Daniel Urech hat das Statement auch abgegeben, wenn man ihn vor dem Unfall gefragt hat. Also es ist keine Reaktion, es kann keine Reaktion auf den Unfall sein, weil erstens mal, als er das Statement abgegeben hat, ist noch gar nicht bekannt gewesen, aus welchen Gründen das Auto verunfallt ist. Also ist jetzt schnell unterwegs gewesen, ist das Auto vielleicht nicht in gutem Zustand gewesen, andere Gründe, ist also gar noch nicht bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber zum dem Zeitpunkt, wo ein Statement abgegeben hat, ist das nicht bekannt gewesen. Und er sagt, ja, wir hätten 60 machen müssen. Und ich halte das für ein... Ja, es ist eigentlich nicht... Wir reden über eine Lösung, aber zu einem anderen Problem. Nicht zu dem, was zu dem Unfall geführt hat. Was mich jetzt da ein bisschen aufregt, er hat gesagt, ja, die Strecke ist beliebt bei Autoposer.
Okay. Erstens mal, Autoposen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie zu schnell fahren, sondern dass sie eben Autoposen sind, die vielleicht zu laut sind. Und wenn sie ein bisschen auf einer Landstraße zu laut sind, dann muss ich auch sagen, ja sorry. Oder, sonst schlage vor, dass wir sie ins Dorf bringen halt, oder? Und dann sind wir wieder bei der gleichen Diskussion. Und das andere ist Raser. Und jetzt, ja, Raser, das ist ein heikler Begriff, oder? Wann ist man ein Raser? Nicht gesetzlich jetzt, weil das kann man regeln, aber jetzt einfach mal ethisch, wann ist man ein Raser? Ich finde, wenn ein verantwortungsbewusster Fahrer, jetzt 90 fährt, vielleicht auch 100, und der will das nicht die ganze Zeit machen, vielleicht von einem kleinen Abschnitt, ist er dann ein Raser? Boah, das ist eine schwierige Diskussion. Ja. Eben, also, wie du sagst, gesetzlich haben wir es ja schon geregelt. Wir haben ja seit 5-6 Jahren haben wir das Rasergesetz, wo ja relativ klar definiert, ab wann ist man ein Raser. Ja, also ich würde es auch nicht definieren, oder ich würde es jetzt auch nicht so sagen, dass wenn jemand jetzt in einer 80er-Zone mal 100 fährt, dass er wegen dem ein Raser ist. Auch auf den Unfall bezogen, ich kenne die Strecke nicht, ich weiß nicht, wie sie aussieht. Es gibt immer mal wieder, und ich bin sicher, da stimmen mir fast alle zu, es gibt immer mal wieder Strassenabschnitte auf draussen, wo von mir aus 80 ist, wo man sich denkt, warum machen wir da 80? Also die Passstrasse ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da werden die meisten Autofahrer nie 80 dort drauf fahren. Allerdings hat man dann wieder andere Strassenteilnehmer, wie ein Dörf, wo durchaus 80 kann fahren, weil er einfach viel leichter ist, viel schnellere Beschleunigung hat und alles. Handumgekehrt gibt es dann auch wieder Stellen, wo man sagen, warum ist jetzt da irgendwie 4-spurige Autobahn und es ist 80, wo man ohne Probleme 100 oder 120 könnte lassen. Also ich reg mich da auch immer wieder auf. Handumgekehrt beneide ich auf keinen Fall die oder die Gruppe von Personen, die so Sachen definieren, weil ich glaube nicht, dass es einfach ist. Ich denke auch nicht, dass es einfach ist, aber ich glaube, um mal ein bisschen einen Kontext herzustellen, ich habe da die Statistik der Verkehrstoten und die ist seit 1970, weil 1970 oder in den 70er war der Peak gewesen. Jawohl. Und seit den 70er Jahren geht es eigentlich kontinuierlich runter. Und jetzt sind wir auf einem Level von den 40er Jahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, in den 40er Jahren nicht so viele Autos unterwegs waren. Und ich glaube, irgendwann bei einer gewissen Anzahl kannst du nicht mehr viel machen. Nein, ja mal. Du kannst über das Menschliche, die menschliche Komponente daraus rausnehmen. Weil ich bin überzeugt, die meisten Unfälle, ob jetzt der Fußgänger oder der andere Teilnehmer oder der Autofahrer die schuld ist, aber ich glaube, es geht immer darauf zurück, dass es ein menschliches Versagen ist. Sei es, jemand ist angetrunken, hat Drogen gehabt, hat nicht aufgepasst, Nachteil gespielt, was auch immer. Ja. Ich glaube, die meisten Unfälle passieren wegen einer menschlichen Komponente. Das heisst, wenn du sie auf gut Deutsch gesagt auf Null runterbringen willst, müsstest du die menschliche Komponente rausnehmen. Sprich, wir sind bei den selbstfahrenden Autos. Aber auch dort hast du Probleme. Ja. Weil es wieder eine menschliche Komponente war, die das selbstfahrende Auto. Genau. Und du hast aber dann wieder Situationen, wo du sogenannte unethische Entscheidungen musst treffen musst. Ich glaube, wo das Ganze angefangen hat mit den Teslas, ist ein gutes Beispiel gewesen. Du fährst auf der Straße und du kommst in eine Situation, wo du entweder fährst du geradeaus in einen Fußgänger, weil du nicht mehr bremsen kannst. Also es ist physikalisch, technisch nicht möglich zu bremsen. Und du hast aber Gegenverkehr auf der anderen Seite und eine Mauer auf der rechten Seite. Jetzt, was ist ethisch gesehen das Beste? Du kannst ihn probieren, in die Wand zu setzen, dass du zu stehen kommst, bevor du einen Fußgänger triffst. Du triffst einen Fußgänger oder du triffst parallel in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Wo ist der kleinste Schaden? Ja. Ich weiß es nicht. Und das sind dann so Sachen, die wahrscheinlich extrem, die werden nie gelöst werden, meiner Meinung nach. Und darum glaube ich nicht, dass man, also bin ich da völlig überein, wir werden das Problem haben, die Zahlen noch weiter runterzukriegen. Klar, die Politik wird sagen, ja, wir müssen immer langsamer und immer vorsichtiger fahren, aber auf Null werden wir das nie bringen. Ja. Die Sache ist eben, auf dieser Straße, wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt, hat es in den letzten 10 Jahren 11 Unfälle mit Schwerverletzten gegeben. Das ist wenig. Ich sage nicht, es ist immer noch zu viel. Ja. Natürlich, es ist immer noch zu viel. Ich sage nicht, ja gut, es hat nicht mich getroffen, egal. Nein, es ist immer noch zu viel, aber ich weiß nicht, wäre es weniger gewesen, wenn es 60 wäre. Weil wie viele Unfälle passieren, weil der jetzt zum Beispiel 61 gefahren ist und du hättest mit 60 können retten, sozusagen. Nein, das ist Blödsinn. Unwahrscheinlich. Das ist Blödsinn. Es ist vielmal so, dass die Leute schnell fahren
Und dann fährt sie nicht schnell, weil er denkt, es ist 80, ja, wenn ich mit 90 verwünscht bin, dann ist egal. Ja. Nein, die fährt schnell, weil egal, auch wenn der 30 steht, der fährt jetzt schnell. Ja. In so einem Fall. Und Denke ich auch. was ich daraus höre, wenn der Daniel Urecht das sagt, ist einfach, ja, es sind jetzt ein paar Junge gestorben. In Zukunft will ich Geld damit machen. Ja. Nein, weil wenn jeder, der schneller als 60 fährt, der soll blechen. Oder und alle wählen an. Entweder ist es ein Bagatellenbuß, dann fährt er irgendwie, keine Ahnung, 70, 80. Oder Ausweisentzug, und dann zahlt er auch. Oder? Ja, dann wird es teuer. Und das ist das, was ich gefiltert durch meinen Kopf höre, eigentlich, was er sagt. Oder? Ja. Weil es trägt nichts dazu bei, dass es sind ja junge Männer in den meisten Fällen. Das ist ja so, ich war auch mal so. Und das trägt nichts dazu bei, dass junge Männer in Zukunft langsamer fahren. Nein. Überhaupt nicht. Ja. Wieso ist der Vorschlag noch gewesen? Schaffen wir doch einen Ort, wo die Leute können, sich ein bisschen austoben können. Das wäre eine Bekämpfung von der Auswirkungen, ja, von den Symptomen. Ja, ich meine, man kann auch sagen, ja, schau, England hat ganz viele Raststrecken, es gibt immer noch tödliche Unfälle. Ja, die gibt es überall. Die gibt's überall. Aber du hast, wie soll ich sagen, du hast eine Möglichkeit, um auf legale Art ein bisschen auszutoben, die Energie ein bisschen rauszulassen, dein Auto ein bisschen kennenlernen. Es ist ja nicht nur Fun, sondern es ist eigentlich auch lehrreich. Du lernst viel dabei, du lernst Fahrzeugkontrolle, du lernst, wie das Auto reagiert, in was für Fällen. Und ja, wieso? Es gibt aber keine Bemühungen in der Art. Ja, wir fahren jetzt langsamer. Und das Einzige, was du eigentlich erwirkt hast, ist, dass du mehr Geld in die Kasse spürst, weil eventuell mehr Bussen gibt. Das ist alles. Die Leute fahren nicht langsamer in ihren Köpfen sozusagen. Nein. Wenn einer Gas geben will, wird er immer noch Gas geben. Ja, natürlich. Und das ist, um eine Analogie herzustellen, auf etwas, was gerade aktuell ist. Wir haben die Jungen, die sonst halt nach immer mal wieder ihre Frust oder ihre Probleme können abarbeiten. Ich sage es einfach mal so. Und jetzt, wegen Corona, weil es halt alle müssen, mehr oder weniger daheim bleiben, hat sich das ein bisschen aufgestaut. Jetzt haben wir die Ausschreitungen. Nichts Schönes, definitiv nicht. Aber es wäre das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, ja, jetzt müssen wir das Gesetz dagegen machen, weil jetzt haben wir die Ausschreitungen. Das hat so ein bisschen Parallelen, meiner Meinung nach. Ja. Aber das wird niemand machen, weil man kann kein Gesetz dagegen machen. Meine Versammlungen sind schon verboten an und für sich und man kann es eigentlich in meiner Meinung nach nicht mehr weiter einschränken. Oder? Ja, und das eine ist ja das Gesetz. Weil mit dem Gesetz sagst du nicht, dass die Leute nicht mehr morden dürfen. Oder dass sie nicht mehr Steuerhinterziehung dürfen machen oder dass sie sonst nicht, oder nicht schnell dürfen fahren. Richtig. Mit dem sagst du einfach, dass es strafbar ist. Ja. Das kostet etwas. Genau, das ist die eine Komponente. Aber die andere Komponente ist eben auch Prävention, oder? Oder die Leute sensibilisieren. Und der Teil fehlt komplett. Oder? Also, ja, ich mache einfach 60, ich spiele mir Geld in die Kasse. Und es ist jetzt super hart und super fies ausgedrückt von mir. Aber ich mache es einfach, um so ein bisschen meinen Punkt ein bisschen zu verstärken. Oder? Im Prinzip, ja, du profitierst davon, dass 2 junge Leute gestorben sind. Ja. Und sagst, hey. Ja, und er profitiert ja im Prinzip doppelt. Einerseits kommt mehr Geld in die Kasse, das ist das eine. Das andere kann er am Ende, oder nicht einmal am Ende, aber zum Ablaufen von seiner jetzigen Amtszeit, hat er dann wieder etwas, wo er kann sagen, das ist wegen mir, das habe ich erreicht. Ich habe unsere Jungen gerettet. Ja, im Endeffekt wird er das wahrscheinlich so ausdrücken. Und es kann mir auch niemand das Gegenteil beweisen. Ja, ich meine, es ist super hart gesagt. Ja, ich kenne Daniel Urecht nicht, aber es ist so, eben, wie es bei uns jetzt so angekommen ist. Oder? Und vielleicht sollte man mal einladen. Und, mal so ein Interview führen, wäre sicher. Ja, vielleicht sollte man mal einladen. Und vielleicht kann er das erklären, wie er es dann gemeint hat. Oder wie wir es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Oder generell, wir Patronheads, dass wir uns ein bisschen weniger angegriffen fühlen. Absolut, ja. Ja, ich kontaktiere ihn mal. Vielleicht sagt er zu. Cool, dann wäre natürlich extrem cool. Hätten wir mal einen Politiker dabei. Oh, oh Gott. Ja, wir schauen dann schon, dass es nicht allzu heiß wird. Oh, okay. Gut. Jetzt können wir eigentlich wieder zu unseren Themen zurückkommen. Okay. Jetzt können wir wieder über Auto reden, ein bisschen umblödeln. Eigentlich war gar nicht so viel los im März. Das stimmt. Gut, vielleicht habe ich auch einiges verpasst. Das ist natürlich immer möglich. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht so viel passiert. Eine coole News, die mich erreicht hat.
eine coole News, die ich entdeckt habe. Der Pagani hat den Huayra R gezeigt. Konsequent vom Sonda hat sie auch den R gegeben. Ja. Sind sie, glaube ich, auf die Nordschleife dann, hat einen Rekord aufgestellt. Keine Strassenzulassung, einfach komplett auf Performance ausgerichtet. Was bei dem ein bisschen speziell ist, die Huayras sind ja, wenn ich mich erinnere, nicht eher 6 Liter V12 von AMG, Turbo, Biturbo. Und das ist ein Sauger wieder. Okay. Ein hochdrehender Sauger, der bis 9000 dreht. Nice. 850 PS von einem Das ist ordentlich. Sauger. Ist es ein Hybrid, oder? Nein, das ist Reine Saugerleistung. ein roher Sauger V12. Jetzt der Hubraum. Wo ist Also das der müsste in dem Fall einer von der stärksten jemals gebauten Saugermotoren sein. He? Das sollte ja. 850 Rössli aus einem reinen Sauger. Ja, also wenn du so überlegst, Ferrari hat mit dem 812 6,5 Liter V12, 800 PS, Sauger-PS rausgeholt. Dann haben sie ja da die Spezialeditionen gebaut. Da Für der SP1, ja. SP2. Ja. Ja, haben schon Straßen zulassen, aber sie Okay. sind dann so, wie, ich weiß nicht, was das für dich ist, Speedster oder wie sagst du denen, die komplett offen sind, kannst du auch nicht zumachen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben, 810, 820 und jetzt eben da 850 Krass. ohne Straßenzulassung, heisst wahrscheinlich auch, ja, also der wird wahrscheinlich keinen Partikelfilter drin haben. Nein, dann kannst du gar nicht. Ja, Rennkatz wahrscheinlich irgendwas. Ich habe jetzt den Hubraum nicht Steht's nirgends? rausgelesen. One eternity later. Also Engine 6 6 Liter. Liter. Ein 6 Liter V12 Sauger mit 850 PS. Ja. Krass. Und, hast du gesehen, das Gewicht 1050 Kilo. Ah, das ist doch pervers. Trockengewicht. Weißt du, da kommen noch ein paar Kilo dazu, aber trotzdem, Das ist pervers. Das ist richtig pervers. das Ding ist Hammer, ja. Und ja, leider auf der Straße hättest du ihn nicht mehr können bringen. Ja gut, in anderen Ländern vielleicht. Ah, in England geht das sicher. Ja, das hast du ja gesehen, der Vulcan von Aston Martin Ja. hat ja eine Firma, die hat ja, eine Ich Straßenzulassung weiß nicht, wie sie das machen, aber ja. In England geht das irgendwie. Ja, aber ich habe mal das Video geschaut. Ich glaube, es war von Love Cars, wenn ich mich erinnere. Sind sie vorbeigegangen. Und er hat gesagt, also nicht die einfachsten Änderungen, aber in Anzahl. Die meisten Änderungen sind an Knöpfe und Drehknöpfe und so gewesen, weil die müssen einen gewissen Radius haben. Die dürfen nicht einfach scharfkantig sein wegen der Verletzungsgefahr. Okay. Oder auch zum Beispiel hinten bei der Rücklicht hat er ja so Fasern gehabt und Ja. so. Er musste zumachen, weil scharfkantig Ja, Verletzungsgefahr. Alles irgendwie am Auto haben sie müssen ändern, weil scharfkantig Verletzungsgefahr. Ja, Natürlich, ja. Fußgängerschutz. Ne? Genau. Und Insassenschutz in dem Fall. Genau. Genau. Krass. Ja, aber Hammermaschine. Cool, dass sie dann. Schau, ist das nicht der Beweis, dass Zugmotoren einfach besser sind? Natürlich. Also klangtechnisch und zum Fahren sind die einfach geil. Ja, Klar, es fehlt ein bisschen der Bums, aber Ja. der erreichst du halt mit der Rätsel. genau. Ja, Hammer. Nein, ist eine Provokation gewesen jetzt, aber hammergeil. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ihr hört auch zwei alte Dinosaurier, die sich Ja, über so Sachen freuen. ja. Unsere Spielzeuge. Genau. Ich meine, so kommst du eigentlich nie über. Oder? Ja, Bei uns. definitiv. Dann, ja, Porsche hat angekündigt, es wird einen Nachfolger zum 718er geben, also zum Cayman und Boxster. Was nicht klar ist, ob es einen Verbrennungsmotor wird haben oder ob es vielleicht voll elektrisch sein wird. Ist noch offen. Die Gerüchte gehen ja schon länger um, dass es eventuell ein Elektrofahrzeug sein wird. Gut, böse Zunge würde jetzt sagen, ja, spielt keine Rolle, weil mit dem Vierzylinder ist der Cayman eigentlich echt da gewesen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Aber ja, das wäre ja, der erste Schritt vorstellen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es eine Art so, zum die Fühler ausstrecken, schauen, wie das im Sportwagenmarkt so ankommt, bevor der 911 dann eventuell. Oder andererseits vielleicht den 911 retten, indem man den Cayman Möglich. elektrifiziert. Ja, Gutes gut, Schadfinden. Spekulation jetzt. Ja, weil ich glaube, ich darf jetzt reden, ich finde den Cayman eigentlich ein super Konzept. Ja. Der GT4. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man den hätte dürfen gleichziehen mit dem 911, ich glaube, er hat wahrscheinlich geschlagen. Also es ist Ja. einfach ein besseres Konzept. Das Auto ist kleiner, es ist kompakter, Mittelmotor. Ja, aber Amix Historie, Tradition, die musst du halt weiterführen. Ja, und ich glaube, das ist ja genau der springende Punkt, warum ich persönlich denke, dass sie nicht unter dem gleichen Namen ein Elektroauto werden anbieten. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann mir aus dem Cayman GTE
oder irgendwie Cayman E oder irgendwie so etwas machen für ein Elektro. Aber ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass Porsche einen existierenden Namen nimmt und einen rein Elektro exklusiv darauf anbietet. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, spannend. Kann mich täuschen, aber das ist einfach so meine Meinung dazu. Ja, interessanter Punkt. Weil der andere Teil, und wir kommen ja noch dazu, ist ja, es soll ja noch ein Hypercar kommen, also etwas im Stile vom 918. Das ist ja dann das erste Hypercar von Porsche, das ja elektrounterstützt war. Ende von diesem Jahrzehnt, das ist die Timeline für den Moment, soll ein neues kommen. Und das andere, was ja auch passiert ist, Porsche hat den Anteil an Rimac erhöht. Jawohl. Beachtlich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, eventuell spielt das alles ein bisschen zusammen. Ja. Also das Know-how, das überkommt. Und ich glaube, es wird Elektro-Know-how sein oder ein Voll-Elektro-Know-how. Ja. Und die Frage ist ja, wie das jetzt hier spielt. Oder wird das Hypercar voll elektrisch sein? Spielt es auch mit 718 nie? Also es ist... Wenn wir gegen Ende dieses Jahrzehnts schauen, denke ich, wird es wahrscheinlich zwangsläufig fast voll Elektro sein. Und auch da, eben, da könnte man jetzt durchaus auch vorstellen, dass Porsche sagt, nein, wir werden jetzt erstmal ein Auto mit der Rimac-Technologie bauen und werden es was auch immer nennen. Die haben ein starkes Marketing-Team, die wissen schon, was für Namen das ziehen. Und definitiv, also sie werden sicher das Know-how von der Rimac nutzen, um ein möglichst gutes Auto auf die Beine zu stellen. Wahrscheinlich eben dann als ein Abzweiger, meiner Meinung nach, vom 718. Ja, andererseits jetzt, was du noch mal erwähnt hast, eben mit dem Ende des Jahrzehnts, könnte man auch vorstellen, dass du sagst, okay, wir machen jetzt einen Zwischenschritt, einen Hybrid 718er. Ja. Auch wenn ich glaube, die aktuelle Plattform das nicht zulässt, aber einen Hybrid 718er. Gut, aber die Rimac-Plattform würde es vielleicht zulassen. Dann als nächstes dann ja ein vollelektrischer. Ja, spannende Entwicklung. Andererseits, eben, wir haben es immer noch im Kopf, Porsche schafft auch an den synthetischen Kraftstoff. Ja. Gut, vielleicht setzen sie einfach auf 2 Pferde sozusagen. Aber ja, ich finde, das ist ein gesunder Ansatz, oder? Dass du sagst, hey, nicht alles, was wir bis jetzt gebaut haben, ist einfach Müll und nicht mehr zu brauchen. Ich glaube, das wird mir bei Porsche sagen. ja, ein bisschen, okay, ich habe echt ein bisschen übertrieben. Schauen wir, wie sich das entwickeln wird. Das bleibt spannend. Genau. Gehen wir ein bisschen zum Motorsport. Die Formel 1-Saison hat angefangen. Hast du erst Rennen geschaut? Nein, ich habe nicht geschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen zu schauen und dann nach ein paar Runden habe ich weggezappt. Der Grund, wieso ich das aber bringe, ist gut, 2 Sachen. Das eine ist wieder ein bisschen politisch. Ich weiss, wo das Haas-Team ihr Auto vorgestellt hat, haben sie ein paar Streifen drauf gehabt, wo man auch für die russische Flagge halten. Und das hat hohe Wellen geworfen aus irgendeinem Grund, weil die Leute haben gemeint, ja nein, Russen dürfen nicht mit ihrer Flagge antreten, auch wenn du das eigentlich so nicht auf dem Auto hast. Du hast eigentlich auf keinem Auto eine Flagge. Gut, das ist das eine, das ist mittlerweile entschieden, das ist einfach so. Und das andere ist der Mazepin, der russische Fahrer, der junge russische Fahrer, hat recht viel einstecken müssen. Zum einen wegen seinem Skandal, wo er, ich will es ja nicht gut heißen, dass er sagen wir, sich so benommen hat in der Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist bekannt, was er gemacht hat. Ich will es nicht gut heißen. Andererseits habe ich jetzt das Gefühl, er kommt jetzt ein bisschen extra viel Schmackes über, weil er Russisch. Möglich. Weil, ich meine, ich sage, wie gesagt, mit keiner von uns gut heißen, was er gemacht hat, aber andererseits, wir könnten bei jedem Fahrer irgendetwas finden. Absolut. Er ist 22, nicht weil er 22 ist es jetzt okay, ist alles vergeben. Nein. Trotzdem, vielleicht müssen wir nicht gerade, gut, ich glaube nicht, dass wir jetzt seine Existenz kaputt machen. Ja. Aber trotzdem, ich meine, ich nehme mal an, es wird nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Richtig. Und amigs lange einfach, wie es heisst, ein Slap on the wrist, wie es auf Englisch heisst, ein Klopf auf die Finger klopfen. Ja. Und dann machen wir weiter. Oder? Wir müssen nicht gerade auf einen 22-Jährigen umeinander rumhacken. Oder? Das ist das, was mich jetzt ein bisschen genervt hat. Ja, man macht es ihm halt einfach schwer. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das einfach wieder eine Auswirkung ist von Corona. Weil einfach, ja, man hat nichts anderes darüber zu berichten. Und jetzt hat man halt sich einfach auf das eingeschossen, dass es halt, es hat Streifen auf dem Auto gehabt, es ist eine russische Fahne.
Und jetzt ist er halt auch Russ. Ich meine, warum er ja auch in der Formel 1 fährt, ist ja wegen dem Sponsor. Und der ist ja nicht der Erste, oder? Wo ja im Prinzip ein Paydriver ist, oder? Gar nicht, das hat es zu jensten gegeben. Ich finde einfach, man sollte jedem einfach sicher mal die Chance geben, als Fahrer sich können, zu beweisen. Ich glaube, das hat jeder verdient, der in dieser Klasse mitfährt. Also du und ich, wir könnten sicher nicht mitfahren, nur wenn wir 100 Millionen auf den Tisch wieder legen, würden wir es wahrscheinlich immer noch nicht schaffen. Also da muss schon noch etwas dahinter sein. Darum, ich würde es einfach cooler finden, wenn die Leute ihm die Chance überhaupt geben und dass sie diese Chance nicht gerade schon von vornherein im Keim ersticken mit irgendwelchen, ja, klar, wie gesagt, es ist nicht okay, was er gemacht hat, aber es ist irgendwo durch dann auch wieder ein bisschen das jugendliche Leichtsinn, würde ich sagen. Darum, ja, wie du sagst, hau dem auf den Finger, sag dem Mai, so dann nicht, aber lasst ihm dann auch ein bisschen Spiel, dass er überhaupt eine Chance hat, mitzufahren. Genau, er soll sich beweisen dürfen, sowohl als Mensch Absolut. als auch als Fahrer. Das andere ist, ich weiß, vielleicht hast du es gehört, der Max Verstappen ist zurückgepfiffen worden, weil er den Hamilton außerhalb der Streckenlimits überholt hat. Das ist alles klar geregelt. Trotzdem, ich habe das Gefühl, das ist ein Phänomen, das in jüngerer Vergangenheit häufiger passiert. Also Rundenzeiten werden gestrichen wegen dem und so. Ich meine, die Regelung hat es immer gegeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Vorfälle häufen sich. Also irgendetwas ist da passiert. Und ich habe jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen Rennen geschaut von der Tourenwagen-WM. Und zwar 2005, 2006, 2007. Und was ich da cool finde, das schwarze Teil, also eigentlich der Asphalt, ist mehr so ein Vorschlag, wie man sich dort drumherum bewegt. Und auch während du bei Formelfahrzeugen, bei GT-Fahrzeugen denkst, ja, passe ich jetzt ein, wenn ich überholen will, ich glaube, das Mindset bei den Tourenwagen so, ja, ihr passt schon. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das sind noch wirklich cool, sind wirklich coole Rennen gewesen. Gebe ich dir absolut recht. Und du hast ein paar Hooligans, oder? So wie der Gabriele Tarquini, wo Leute mal ab und zu abschiessen. Ich meine, es ist logisch nervt dich und alles, aber für den Zuschauer ist es ein Spektakel. Absolut. Die Autos sind nicht super schnell unterwegs, aber dafür können sie auch nicht viel schneller sein als das andere Auto. Und ja, da gehen halt mal 20 Autos in eine Kurve rein, gleichzeitig. Und ja, genau, also es muss natürlich präzise sein, es ist Sport, du willst es ehrlich machen, du willst gewinnen, es braucht Regeln. Andererseits, ja, es gibt auch andere Seiten am Racing, die nicht minder attraktiv ist. Absolut. Eher im Gegenteil sogar. Nein, absolut. Also ja, Formel 1 ist halt schon extrem reguliert, muss man schon sagen. Ich verstehe es irgendwo durch natürlich schon auch wegen der Bauart der Fahrzeuge. Ich meine, wenn du dort mal einem auf den Reifen hinten drauf fährst, dann fliegst du. Ja, dann ist das weg, ist ja. einfach so. Bei den Tourenwagen hast du das halt eher weniger. Aber nein, also ich bin definitiv auch der Meinung, dass man Formel 1 überreguliert hat. Aber einfach zu viele Regulationen eingeführt zum Teil. Also gerade Anfang der Saison merkt man das ja etwa dass dann gemerkt hat, oh, die Regulierung macht eigentlich gar keinen Sinn. Hat eine gute Idee gehabt, aber schlecht umgesetzt. Darum, ja, sicher auch ein Grund, warum weniger Leute Formel 1 schauen, Ja, denke ich. ja, danke auch. Ja, Tourenwagen sind ja... Eben, ist halt nicht so beliebt gewesen, haben immer wieder ein bisschen mit dem Überleben gekämpft. Jetzt ist es, glaube ich, TCR übergegangen, der Touring Car Cup, irgendwie so. Ja, aber es gibt noch so Racing. Zum Glück. Und ja, ist vielleicht nicht so präsent, aber es gibt's. Ja. Gottlob. Genau. Ja, das wäre es dann auch schon gewesen. Mit dem März oder April. Eigentlich April, oder? Ja, ist April. Vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Ist April. April. Genau. Ja, das wäre es gewesen. Cool. Merci vielmals, Manuel. Wieder. Danke dir. Und ja, dann sehen wir uns im Mai. Nein, im Mai noch nicht mit den Jungs von Grip and Drift. Dann sehen wir uns im Juni mit den Jungs von Grip and Drift. Im Mai lassen wir uns etwas anderes einfallen. Ja, im Mai mache ich irgendetwas anderes, ja. Schauen wir mal. Wir werden schon etwas finden. Machen wir. Merci vielmals. Ciao Macht's gut zusammen. Ciao. Cool.